Herzlich willkommen zu einer neuen Aktivität am Busch mit Chris. Und heute werden wir 3 Spieler spielen, die du von daheim kennst und die sich aber genauso flott am Busch spielen lassen. Alles, was du an Material von daheim brauchst, sind 2 Tischer. In meinem Fall sind es 2 Weißtischer. Du kannst aber auch eine andere vorfüllen. Das erste Spiel heißt Busch Mikado. Und wie bei Mikado üblich, brauche ich natürlich mal Stehbecher. In unserem Fall sind das Bengelen. Ich habe mal so einen ganzen Korb Bengelen gesammelt. Das können mit größer, mit kleiner sein, so wie du das gerne hast. Dann habe ich die Bengelen wohl gemischt und einfach auf einem Korb aus Nähfaden gelassen. Und das ist das Resultat. Wie beim normalen Mikado auch, als Ziel vom Spiel für Bengelen vom Korb zu holen, ohne dass ein anderer Bengel sich bewegt. Wenn ich den Bengel raufholen und nicht sich bewegt, dann darf ich den Bengel halten und das ist also der Punkt für mich. Wenn aber sich ein anderer Bengel bewegt, dann muss ich ihn zurücklehnen und dann ist es die andere Person. Okay, das war es schon. Lo heißt es Stehbecher zählen oder Bengelen zählen und gucken, wer gewinnt. Leider verloren 7:8. Das nächste Spiel heißt Busch Memory. Und wie es bei Memory so ist, geht es darum, für 2 Puren zu finden, die selbst ausgesehen. Wir haben hier keine Karten, die wir müssen abdecken müssen, wir haben hier unter dem ewigen Tuch verschiedene Naturmaterialien verstopft, und die gilt es sich anzuprägen. In diesem Fall fragst du einfach den Eltern oder den älteren Geschwister oder so sehen aus der Familie, für dich die Naturmaterialien zu sammeln, ohne dass du das gesagt. Als Beispiel, ich gebe mich hier Brett machen, es wird abgedeckt, und ich habe Zeit, für mir die Gegenstände anzugucken und für mir sie zu verhalten. Danach wird nämlich zugedeckt und dann heißt es, auf geht's. Das war es für die Busch Memory. Ich hoffe, du findest all den Gegenstand und dann geht es für mit dem nächsten Spiel. So, das nächste Spiel heißt Busch Domino. Du kannst den Domino bestimmt am Umfallen, aber es gibt auch noch den klassischen Domino und da ist das Ziel davon, für immer die passenden Steine unten zu legen. Dasselbe gibt es eben auch als Busch-Version. Und das erste, was du machen musst mit den Matchspielern, das ist 10 oder 15 Naturgegenstände am den Busch sicher gehen. Das Spiel kann ich zu 2 spielen, aber das ist natürlich mehr flott, wenn ihr mehr Leute und dafür auch mehr Gegenstände habt. Wenn da all eure Naturmaterialien bei ihnen habt, dann trefft ihr euch an der Mitte bei ihrem Tuch und da geht ihr doch schon los. Weißt du, gesagt, habe ich schon 2 Gegenstände mitgelöscht. Der denkt als ein Eschenblatt und der andere als ein Bengel. Das sind nämlich als Startgegenstände. Was ich muss machen, ist immer als erstes das passende Material rollieren. Ja, in dem Fall ein Bengel. Und dann darf ich etwas Neues hinlegen. Wie zum Beispiel so ein Fichtenzapfen. Lo ist es an meiner Partnerin oder meinem Partner, für dasselbe zu machen. Also ich stehe ein Eschenblatt und dann ich stehe. Dann habe ich stehen und ein Stück Schwert. Von da. Zapfen. Und den ungefressenen Zapfen. Voilà, stehen wir so. Dann seid ihr das besser. Lo ist es so, ich habe so einen ungefressenen Zapfen. Das heißt, in dem Fall wäre es dann mir für auf der anderen Seite für uns zu machen. Oder wenn ihr zu mir ist, dann in der nächsten Person vielleicht wird die dann etwas Passendes. In dem Moment geht mein Tour dann übersprungen. Und dann kann ich spielen, wenn ich etwas Passendes habe. Das war doch schon für das Spiel. Ich meine, du hast das Prinzip verstanden und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, dir und deiner Familie möchtet genauso viel Spaß wie mir bzw. euch. Und wir sehen uns dann hoffentlich an dem nächsten Video. Bis dahin, bleib gesund. Das war der Chris. Bis dann.